Hey, danke vielmals, Knüsli, dass du mich jetzt rausgeholt hast. Die sind von der PFA, weißt Und die Polizei? Macht ihr nichts dagegen? du? Ich weiss es nicht. Ich bin noch nie auf der Polizei gewesen. Ja, dann sag mal das Richtige. Aber wenn ich jetzt das Richtige zeige... Ja, Ist ja ich nicht bin so. doch dein Kollege. Du, es wird losgehen. Oh ja, oh, geht schon los! Hey, Kinder, schön sind wir da bei der neuen Folge. Nathalie und ich sind gerade noch unser neues Gestell am fertig einrichten. Wir haben euch ja gesagt, dass noch ein paar Fotos fehlen. Wir haben jetzt mal ein paar ausgedruckt. Ihr seht das schon das erste. Das war, als wir mit den Locken unterwegs waren, damals bei der Geschichte von den Gladys. Das war ein mega cooles Erlebnis und darum haben wir gedacht, stellen wir das einfach hier an. Wir haben noch ein paar mehr Fotos ausgedruckt. Wir tun die jetzt ganz schnell hier rein, dann sind wir nämlich parat. Da sind wir mit dem ganzen Team Pizza essen, so, wo wir so natürlich noch nicht dürfen. Jetzt dürfen wir das ja auch nicht mehr so ganz. Und darum ist das auch so eine schöne Erinnerung. Und da, ich weiss nicht, ob ihr euch erinnert an meine absolute Lieblingssendung. Das war nämlich damals, wo die Nathalie und ich, der Josh und der Joel, wo wir zusammen mit dem Auto los sind und einfach geschaut haben, wo wir ankommen, um dort Aufnahmen zu machen. Das ist meine absolute Lieblingssendung. Und darum kommt das Bild ganz einen speziellen Platz da oben über für mich. Wir müssen aber noch ein bisschen mehr dekorieren, gerade mit diesen Schachteln und so Zeug. Und darum schlage ich vor, gehen wir mal zu der Geschichte, oder? Genau, und zwar erlebt der Paulus heute etwas, das ihr vielleicht auch schon mal erlebt habt. Genau, und er trifft etwas an, das ihm dabei hilft, um das Evangelium besser zu erklären. Ja, und wisst ihr eigentlich, was alles zum Evangelium dazugehört? Das wird der Micha uns alles erzählen. Aber zuerst singen wir noch ein Lied zusammen singen, und zwar «Du bist der einzig wahre Gott». Während ihr dort zuhört und singt, tun Nathalie und ich noch ein bisschen weiter dekorieren und wir sehen uns gerade nachher wieder hier im Studio. Bis dann. Bis dann. Du bist das Licht, was
Ja, hey, wow, was für ein schönes Lied. Und ja, auch von meiner Seite, guten Morgen. Und wie ihr seht, habe ich damals schon etwas Kleines parat gemacht. Ja, es wäre jetzt cool, wenn ihr da wäret, dann könnten wir das Experiment mit euch machen. Aber durch das, dass ihr jetzt von die Heimen schaut, brauche ich jetzt da noch einen Freiwilligen, einen von unserem Team. Aber da, jetzt ist der Josh noch da, habe ich noch Glück gehabt. Dann will ich doch mit dem Josh das Experiment machen. Jawohl. Das funktioniert wie folgt. Josh, du darfst gerade mal den Sichtschutz anlegen. Normalerweise legt mit dieser Tage etwas mehr über die Nase nach. Ja, genau, aber wir brauchen etwas über die Augen, weil es ist wichtig, dass ihr nichts seht. Und es ist jetzt nämlich so, wir haben hier das originale Coca-Cola. Und seine Aufgabe wird sein, dass er herausfindet, in welchem Becher das echt das Coca-Cola ist. Das ich jetzt hier mal in alle einschenken. Da haben wir noch Pepsi. Eine Kopie von Coca-Cola, aber mal schauen, ob das der Josh merkt. Den wir hier einschenken. Und da noch vom Mikro. Spezielle Variante vom Cola. Den wir diesen Becher einschenken. Und ja, dann fragen wir mal den Josh, ob er parat ist. Jawohl, das ist voll. Und fangen wir doch gerade mal da an. Und schaut, was er echt dazu meint. Da, darfst du da mal probieren. Das ist jetzt der erste Becher. Ich glaube, das ist eine Kopie. Er glaubt, das ist eine Kopie. Gut. Kannst du deine Meinung immer noch ändern? Jetzt gehen wir von dem Becher. Was meinst du dazu? Es könnte das Original sein, eher. Aber ich bin auch nicht so ganz sicher. Es könnte das Original sein. Ja. Und der letzte Becher. Das ist, glaube ich, eine Kopie. Ich glaube, das andere war das Original. Das ist Würde ich wieder eine jetzt mal Kopie, sagt er. Also gut, du darfst mal die Maske abziehen. Und ja, ich habe es in dieser Reihenfolge gegeben. Zuerst haben wir Pepsi gegeben. Das hast du gut als Kopie erkannt. Dann, er hat sehr gut das Coca-Cola erkannt. Ja. Und nachher, am Schluss, genau, Also vom Mikro gekommen. Im Vergleich zu der Kopie ist das Original einfach besser. Genau. Ich würde sagen, der Josh hat das sehr gut gemacht. Wenn ihr die auch von diesen 3 Getränken habt, dürft ihr das auch selber mal ausprobieren, wie viel das ihr herausfindet. Aber wir tun das jetzt schnell auf die Seite rum und machen gerade nachher weiter. Ja, genau. Und so kann es auch in unserem Leben sein, dass wir, wenn wir mit einem Kollegen reden, erzählt unser Kollege vielleicht etwas. Und ja, das ist vielleicht nicht ganz so, wie es war. Der Kollege tut das dann weiter erzählen. Und dann ist es nochmal ein bisschen mehr anders, als es war. Und so kann sich die Wahrheit immer mehr verändern. Und so können Gerüchte entstehen. Entstehen Geschichten, die gar nicht so gewesen sind, weil sie immer ein bisschen verändert werden. Und so ist das genau wie beim Cola gewesen. Es ist immer ein bisschen verändert worden. Und so hat es ein anderes Getränk gegeben, das nicht so ist wie das Originale. Und so ist es auch den Menschen bei Paulus gegangen. Sie haben Geschichten von anderen Göttern gehört. Sie haben Geschichten gehört und denen geglaubt von Göttern, die es gar nicht gegeben haben. Und noch viel schlimmer war, sie haben den einzigen wahren Gott, den Gott von der Bibel, haben sie gar nicht gekannt. Und genau darum hat der Paulus ihnen den Gott vorstellen. Er hat sich auf den Weg gemacht und ist durch das ganze Land gegangen und hat die Botschaft von dem Gott verkündigen. Und ich habe jetzt hier ein Büchlein mitgenommen. Das ist jetzt ein bisschen dünner als meine Bibel, wie ihr seht. Und das ist nämlich ein ganz spezielles Büchlein. Das Büchlein hat nur farbige Seiten drin. Aber das Büchlein, die farbige Seite, die bedeutet etwas. Die farbige Seite
haben jede eine einzelne Botschaft, aber halt ohne Wort. Und darum erkläre ich euch das mal erklären. So, das Buch jetzt auf den Notenständer, so dass ihr es auch seht, und fange mit der ersten Seite, der goldenen Seite an. Diese Seite redet über Gott. Weiss jemand, wer denn Gott ist? Wer denn der richtige Gott ist? Die Bibel erzählt uns ganz verschiedene Sachen über Gott. Wenn wir am Anfang der Bibel lesen, steht dort nämlich, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und Gott hat auch alles gemacht, was drin ist. Das heisst, alle Pflanzen, alle Tiere und auch alle Menschen. Und Gott hat seine Schöpfung unendlich fest gern. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, wie wenn ihr ein schönes Lego-Haus baut und euch ganz fest Mühe gegeben habt, dann ist das auch etwas Spezielles, dann habt ihr das Lego-Haus gern, weil ihr habt das bauen. Aber Gott liebt uns noch viel, viel mehr. Das sagt die goldene Seite über Gott. Sie sagt aber auch, das Gold, das ist ja ganz rein, das ist ohne Fehler, dass Gott fehlerlos ist. Und dass kein Fehler in Gott kann sein. Und Gott sagt aber auch an einer anderen Stelle, dass es neben ihm keinen anderen Gott gibt. Dass er der einzige Gott ist. Dass er der originale Gott ist. Und neben dem originalen Gott gibt es keine anderen Götter. Genau. Wir könnten jetzt noch viel mehr sagen, was alles die Bibel über Gott sagt, aber dann würden wir gar nicht mehr können von Paulus erzählen. Jetzt soll es ja auch weitergehen, wie es mit dem Paulus weitergegangen ist. Letztes Mal haben wir gehört, wie das der Paulus aus dem Gefängnis befreit worden ist. Aber der Paulus hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und denkt, hey, jetzt bin ich sogar eingesperrt worden. Nein, der Paulus ist weitergegangen und hat die Botschaft von dem wahren Gott den Menschen verkündigen. Und die Menschen haben ganz unterschiedlich darauf reagiert. Und so ist er auf Thessalonik gekommen. Das ist eine ganz reiche Stadt gewesen. Es war ein wichtiger Handelspunkt gewesen. Die Leute sind dort gekommen, haben Waren gekauft, verkauft. Und die Leute sind dort ganz gescheit gewesen. Und der Paulus hat dort angefangen zu verkünden. Hat ihnen den Gott von der Bibel vorgestellt. Und ja, die einen von Thessalonik haben angefangen zu glauben. Aber die anderen, die nicht geglaubt haben, die haben gar keine Freude gehabt, dass der Paulus jetzt der Gott verkündigt. Und sie sind so weit gegangen, dass sie den Paulus wieder vor Gericht bringen. Und ich weiss nicht, vielleicht wäre es sogar so weit gegangen, dass sie den Paulus umgebracht hätten. Aber zum Glück haben die Freunde von Paulus ihn können warnen und gesagt, hey, Paulus, du musst flüchten. Geh in eine andere Stadt. Und so hat sich der Paulus aufgemacht und ist auf Beröa gekommen. Das war nicht ganz so eine reiche Stadt. Die Leute dort sind ein bisschen ärmer. Sie sind einfache Handwerker. Aber wo sie die Botschaft von Paulus gehört haben, von dem Gott, der ihnen erzählt hat, haben sie angefangen, täglich in der Bibel zu lesen. Sie wollten den Gott kennenlernen. Genau, und Paulus ist es wichtig, dass alle Menschen von dem Gott gehören. Und so ist er von Beroia dann weitergezogen auf Athen. Weiss jemand, wo Athen ist? Genau. Athen, das ist die Hauptstadt von Griechenland. Das heisst, es ist die bedeutendste Stadt in ganz Griechenland gewesen. Und die Athener, die sind auch ganz ein reiches Volk gewesen. Und sie haben ganz viele grosse Gebäude gebaut. Und sie haben ihre Stadt nach einer Göttin benannt, nämlich der Athene. Das ist eine Göttin von Griechenland gewesen. Und hat eine ganz grosse Statue gebaut. Und wo der Paulus auf Griechenland, also auf Athen kommt, sieht er sicher schon von weitem, sieht er die grosse Statue für die Göttin. Und ja, sieht, wie viele Götter, dass die Athener verehren. Die Athener haben nämlich für alles Mögliche einen eigenen Gott gehabt. Und wo der Paulus so auf Athen hineinläuft, wird er ganz traurig. Weil er sieht, die Athener, die kennen den wahren Gott, den Gott, der uns die Bibel vorstellt, den Gott
kennen sie nicht. Sie setzen ihr Vertrauen auf Götter, die ihnen nicht helfen können. Auf Götter aus Stein, aus Holz, aus Gold, die nicht lebendig sind. Und ich frage mich, was der Paulus auch denken würde, wenn er heute in die Schweiz kommen würde. In die Schweiz, zum Beispiel auf Zürich. Wenn er auf Zürich geht, ich meine, dort wird er nicht so ein grosses Bild von einem Gott sehen. Wir haben keine so eine grosse Statue für eine Göttin. Ganz im Gegenteil, er wird vielleicht noch ein paar Kirchen sehen. Aber der Paulus wird sehen, wie viele Götzen das wir haben. Ein Götz, das ist etwas, wo einem Mensch wichtiger ist als Gott. So zum Beispiel, wenn man ein Handy hat. Das Handy ist kein Götz. Aber wenn es uns wichtiger ist, dass wir am Handy Spiele spielen können, als zum Beispiel Sonntagsschule schauen oder in die Sonntagsschule gehen, dann ist das Handy für uns ein Götz. Und so ein Götz, sagt die Bibel, das ist Sünde. Und das ist mega schlimm, weil Gott, der uns so fest liebt und wo virtuelle Zeit mit uns verbringen, mit dem Gott will wir keine Zeit verbringen. Uns ist es wichtiger, dass wir uns mit anderen befassen. Und eben das nennt die Bibel Sünde. Wenn etwas wichtiger ist als Gott. Sünde ist aber nicht nur, wenn uns etwas wichtiger ist als Gott. Sünde ist auch, wenn wir lügen, wenn wir stehlen, wenn wir den Eltern nicht folgen, wenn wir streiten. Und genau so Sachen nennt die Bibel Sünde. Und so Sachen trennen uns von Gott. Sie machen da eine Trennung. Und in dem Buch gibt es auch eine Trennung. Für das gehen wir auf die letzte Seite. Ganz weit weg von Gott. Sünde trennt nämlich von Gott. Und die Bibel sagt, im Römer 3, Vers 23, dort steht, dass alle Menschen, die Römer ist da hinten, dort steht, alle Menschen haben gesündigt. Das ist auch bei mir so. Auch ich habe gesündigt. Auch ich habe schon schlecht über andere gedacht. Auch ich habe schon gestritten. Ich bin auch auf dieser schwarzen Seite. Es gibt also keinen Mensch, der noch nie gesündigt hat. Und somit sind alle Menschen getrennt von Gott. Und der Paulus hat gewusst, dass dort die Inner getrennt sind von Gott. Dass sie auch auf dieser schwarzen Seite sind, im Büchlein. Und so hat der Paulus angefangen, ihnen von dem Gott zu erzählen. Von dem einzig wahren Gott, von dem originalen Gott, von dem Gott von der Bibel. Er hat zuerst angefangen, in der Synagoge zu predigen. Dann aber hat er auf dem Markt allen Leuten, die er getroffen hat, er erzählt. Und die Leute haben gerne mit ihm diskutiert, sind da gespannt gewesen. Hey, was erzählt uns da der Paulus für neue Geschichten, für einen neuen Gott, für einen Gott, den wir noch nicht arbeiten. Und so sind sie auch gewundert gewesen, haben aber auch diskutiert und sind nicht sofort einverstanden gewesen mit dem, was der Paulus gesagt hat. Aber schnell ist die Meinung gespalten gewesen über den Paulus. Die einen haben gesagt, hey, der Paulus, das ist nur ein Schwätzer. Der will nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber die anderen sind interessiert gewesen. Doch, der Paulus, der erzählt uns von einem neuen Gott, von einem unbekannten Gott. Und so sind sie zum Paulus gegangen und haben ihm gesagt, hey Paulus, du uns allen erzählen, was du da für eine Nachricht von dem Gott hast, was du uns da zu erzählen hast. Und sie haben ihn auf einen grossen Platz geführt, auf den Areopag, hat der geheißen, und haben ihm gesagt, Paulus, jetzt, wir wollen alle zuhören, du uns erzählen, was du da zu verkünden hast. Und Paulus ist dort auf dem Platz gestanden, rund um ihn herum viele neugierige Athener, und hat die Möglichkeit gehabt, ihnen von seinem Gott zu erzählen. Und so hat der Paulus angefangen zu erzählen, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr gottesfürchtige Menschen sind. Ihr glaubt an alle möglichen Götter. Und so, als ich durch eure Stadt gegangen bin, habe ich all die Orte gesehen, wo ihr die Götter arbeitet. Und ich habe sogar einen Altar gefunden, wo drauf gestanden ist,
Der Altar ist für den unbekannten Gott. Ihr verehrt sogar einen Gott, wo ihr nicht kennt. Und genau der Gott will ich euch vorstellen. Und so hat der Paulus wieder angefangen. Er hat nicht so ein cooles Büchlein gehabt wie ich jetzt da, aber er hat angefangen, den Athener von der goldenen Seite zu erzählen. Dass Gott, nämlich der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und dass wir Menschen Sünde gemacht haben und darum getrennt sind von Gott. Dass wir keinen Weg haben, zu Gott zu kommen. Auch wenn wir nicht so schlimme Sünden gemacht haben wie andere. Wir alle haben Sünden. Und diese Sünde trennt von Gott. Und die Bibel sagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Dass wir getrennt sind von Gott, das bewirkt die Sünde. Aber wir haben gehört, Gott ist nicht nur fehlerlos. Nein, Gott ist auch ein Gott von der Liebe. Gott liebt uns. Und so hat Gott die Seite zwischen dieser Trennung ausgefüllt. Wir sehen jetzt da eine rote Seite. Gott hat einen Weg gesucht, wie dass Menschen wieder zu Gott kommen können. Und für das hat er seinen Sohn, der Jesus, auf die Welt geschickt. Im Gegensatz zu uns hat Jesus nie gesündigt gehabt. Er hat also gar keine Strafe verdient. Aber, weil er uns so fest geliebt hat, hat er die Strafe, die wir verdient hätten, hat er auf sich genommen. Und er ist ans Kreuz gegangen. Und ist dort für unsere Sünden bestraft worden. Es ist so, wie wenn ich einen Bußzettel bekomme. Und dort heisst es, Micha, du hast etwas falsch gemacht, kommt die Polizei und sagt, du musst 40 Franken zahlen. Das ist deine Strafe. Und wie wenn dann jemand anders kommt und sagt, Micha, nein, du musst nicht zahlen, ich zahle für dich. Genau das hat Jesus am Kreuz für uns gemacht, für unsere Sünden. Jesus ist für unsere Sünden bestraft worden. Aber Jesus ist nicht tot geblieben. Jesus ist viel stärker gewesen als der Tod. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus wieder lebendig geworden ist. Dass er für den Toten auferstanden ist und jetzt wieder lebt. Aber nicht da auf der Erde. Nein, er lebt jetzt im Himmel. Jesus hat den Tod besiegt. Aber Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit unsere Sünden vergeben werden können, dass wir einen Weg haben zurück zu Gott. Genau, Jesus hat für unsere Sünden gezahlt. Und das ist wie ein Geschenk, das er für uns gemacht hat. Aber wie ist das mit einem Geschenk? Wenn wir ein Geschenk bekommen, was müssen wir dann machen? Genau. Wir müssen das Geschenk annehmen und aufmachen. Sonst können wir das ja gar nicht brauchen. Wenn wir das Geschenk nehmen und in die Ecke stellen, dann ist das Geschenk zwar da, aber es bringt uns ja gar nichts. Und so ist das auch mit dem Geschenk, das Jesus gemacht hat. Wir dürfen das Geschenk annehmen. Wir dürfen Jesus sagen, es tut uns leid, all die Sachen, die wir falsch gemacht haben, dass wir dort gestritten haben, dass wir dort böse sind zu jemandem. Und wir dürfen Jesus sagen, es tut uns leid. Und Jesus hat für diese Sünde gezahlt. Und wenn wir das machen, dann dürfen wir da auf die nächste Seite dem Büchlein kommen. Dann sind alle unsere Sünden weg. Wieso? Eine fehlerlose Seite. Ein unbeschriebenes Blatt. Wir haben keine Fehler mehr. Und wenn wir so weiss wieder sind, dann sind wir auch wieder ganz nah bei Gott. So können wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Aber wo der Paulus das den Athener erzählt, fangen sie an zu lachen. Wo sie gehört haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, haben sie angefangen auszulachen. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott so stark ist und das machen kann. Dass Gott ein Gott ist, der stärker ist als der Tod. Sie haben ja auch nur an ihre Götter geglaubt. Und die Götter aus Stein,
die können so etwas nicht machen. Aber Gott kann das. Und vielleicht ist das euch ja auch schon mal passiert, dass ihr ausgelacht worden sind, weil ihr an Gott glaubt. Und da dürft ihr wissen, Paulus ist es genau gleich gegangen. Er ist auch ausgelacht worden. Viele Menschen lachen die Leute aus, weil sie es nicht glauben können. Aber wir dürfen wissen, das, was in der Bibel steht, das entspricht der Wahrheit. Weil es ist Gottes Wort. Es ist das Wort vom einzig wahren Gott. Andere Menschen sind fasziniert von dem, was der Paulus erzählt hat, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und dass sie jetzt wieder eine Gemeinschaft haben mit dem einzig wahren Gott und dass ihr Herz jetzt wieder weiss darf sein, dass sie ohne Schuld dürfen sein und sie haben Jesus um Vergebung von ihren Sünden gebetet. Sie haben jetzt wieder anfangen, ein Leben mit Jesus zu führen und den wahren Gott zu verehren. Nicht auf die Toten, auf die kopierten Götzen vertrauen. Und das dürfen wir machen. Die Bibel ist heute noch genau gleich aktuell wie zu der Zeit, wo der Paulus gelebt hat. Jesus ist auch für meine Sünden gestorben. Und wir dürfen wissen, wenn wir Jesus einmal um Vergebung von unseren Sünden gebetet haben, dann sind wir wieder auf dieser Seite. Es wird dann zwar so sein, wir werden wieder Fehler machen, wir werden wieder streiten. Aber wenn wir das dann machen, dann werden wir nicht mehr auf die schwarze Seite zurückkehren. Dann dürfen wir zurückgehen auf die rote Seite und Jesus sagen, hey, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Jesus, vergib mir wieder den Fehler, den ich gemacht habe. Und Jesus vergibt uns immer wieder gern und tut unser Herz wieder rein machen. Und wir dürfen wissen, dass wir dann immer dürfen bei Gott sein, dass wir nie mehr von Gott getrennt sein müssen. Ja, und so will ich doch zum Schluss auch noch beten. Genau, und dem Gott Danke sagen für das, was er gemacht hat. Ja, Jesus, wir danken dir für die Botschaft, die wir hören dürfen. Die Botschaft, die der Paulus auch den Leuten in Athen erzählt hat und dass es auch jetzt, heute noch aktuell ist. Dass du am Kreuz für unsere Sünden gezahlt hast. Dass wir wieder ein weißes Herz bekommen. So will ich dich auch bitten, dass wir die Botschaft verstehen. Amen. Genau, und dann singen wir doch zum Schluss noch ein Lied, das von dieser riesengroßen Liebe handelt, wo Jesus gezeigt hat, damit unsere Sünden vergeben werden können. Und das Lied heisst, was musst du für eine riesengroße Liebe haben? Our
schön ist es doch zu wissen, dass wir durch die Bibel Gott kennenlernen dürfen. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, wie gut ihr aufgepasst habt. Und zwar haben wir wieder ein Quiz. Das da wäre dann der Preis, das Mal. Genau. Willst du gerade die erste Frage sagen? Hey, ja, das ist gut. Kinder, passen gut auf daheim. Erste Frage. Warum ist der Paulus von den Philosophen ausgelacht worden? Genau. Die Antwort A. Die griechischen Philosophen haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Antwort B. Weil er aus Israel gekommen ist. Oder die Antwort C. Weil sein Gott nicht so mächtig war wie ihre eigenen Götter. Und jetzt die zweite Frage, die heisst, was ist auf dem Altar gestanden, wo der Paulus gefunden hat? Antwort A. Dem einzig wahren Gott. Antwort B. Dem unbekannten Gott. Oder die Antwort C. Einem liebenden Gott. Und die dritte Frage, da gibt es mehrere richtige Antworten, also da können wir mehr als etwas anwählen. Und zwar, was hat der Paulus den Menschen über den Herrn Jesus erzählt? Antwort A. Dass er die Welt geschaffen hat. Die Antwort B. Dass er uns das Leben gibt. Oder die Antwort C. Dass er in Bethlehem geboren ist. Genau, wie immer sehen wir nachher einen Link, wo ihr auch unten dann anklicken könnt, wo ihr mitmachen könnt. Und wie schon gesagt, der Gewinner das Mal bekommt eine feine Twix-Packung. Genau. Und jetzt wollen wir ja wieder schauen, wie es mit Geschwind und dem Knüsli weitergeht. Erinnert euch noch, was das letzte Mal passiert ist? Mit dem Gefängnis hat es dort eine Geschichte gegeben. Und ich habe am Abend von dieser Sendung wieder ein paar Bilder gesehen, ein paar Ausschnitte. Und jetzt wollen wir schauen, wie die zusammenhängen. So, der Fall ist gut noch. So, Dili. Hey, danke vielmals, Knüsli, dass du mich jetzt da rausgeholt hast. Sehr gern. Sehr gern. Aber- Jetzt hast du zwar eine geniale Erfindung verpasst, aber egal. Hauptsache, du bist wieder frei. Ja, aber erzähl, was sind das jetzt für Leute gewesen? Die anderen da, Ja, die sind von der PFA, weißt du? was ist das? Das ist, vor sehr langer Zeit, es war vorgestern, haben mich die von der PFA besucht. Das ist Patent für alle, das ist so eine Organisation. Die gehen zu den Erfindern, schauen, was sie erfunden haben, das dann kopieren und bevor du selber das Patent gemacht hast, also dass du heisst, du bist der Erfinder davon, klauen die Erfindung und verkaufen sie. Und was haben sie denn davon? Ja, die werden reich, die machen es fürs Geld. Ah, was? Ich mache es einfach, weil ich Freude habe, um den Leuten zu helfen. Die machen es nur fürs Geld. Und die Polizei? Macht ihr nichts dagegen? Ich weiss es nicht. Ich bin noch nie auf der Polizei gewesen. Ja, wieso geht denn nie ein Erfinder zu der Polizei? Das ist, weißt, manchmal denken die Erfinder sind Kugeln gewesen. Vielleicht haben die das gar nicht erfunden und es ist aber noch schwierig zu beweisen. Und wenn man nicht beweisen kann, dann wird es immer schwer. Ja. Ja. Aber jetzt, deine Ja. Erfindung, die du vor Anfang an gesagt hast, Ja. was hast du jetzt da erfunden? Das ist es. Weißt du, was man heute, in der heutigen Zeit immer muss anlegen muss, wenn man in den Laden geht? Ja, die neue Maske da. Genau. Und das Problem ist, wenn du eben dreckige Hände hast, stell dir vor, du bist beim Dönerstand gewesen, hast einen Döner gemampft, so wampf, 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 die ganze Soße verledert auf der Hand und du langst noch die Maske da und leist sie an. Grusig, oder? Ja, genau. Genau. Und jetzt hast du etwas erfunden. Etwas sehr Gutes. Schau mal. Usch. Und Das was, wär's. Was ist jetzt das? Ist das ein Handputzer? Nein, nein, nein. Das sieht aus wie ein ganz normaler Staubsauger. Aber? Das ist nur Tarnung. Weißt du, es sieht aus wie ein Staubsauger. Aber ich habe da etwas reingebaut, dass es statt Sauger macht. Also macht es flupp. Also es blast. He? Und zwar kannst du mit dem, das tust du zum Beispiel so bei einem Laden installieren. So, he? Und immer wenn du vorne eine Bewegung hast, macht es flupp. Dann fliegt die Maske raus. Direkt ins Gesicht vom Hund. Ja. Und das Aber- funktioniert? Nein, das nicht. Das eigentlich nicht. Weißt du, wegen der PVA habe ich extra ein paar Fälschungen gemacht, damit die ja nicht das Richtige verwünscht. Und also der, was kann denn der jetzt? Der kann gar nichts. Ja. Der hat nicht mal Und- Akku drin. Und jetzt, das ist das Originale? Nein, Der auch nicht. richtig? Aber das hat wenigstens Akku drin, weißt du? Damit sie schön lang haben, um herauszufinden, welches der richtig und welches der falsch ist. Das ist ganz... Ja, dann sag mal das Richtige. Aber wenn ich jetzt das Richtige zeige... Ja, Ist ja ich nicht bin so. doch dein Kollege. Mir kannst du es zeigen. Okay. Schau mal. Das Richtige ist so eine Kanone, du. Hei nochmal. Boah. Das Ja. ist zwar ein bisschen schwer, aber da hat man gerade noch ein Training. Und Soll ich dir ja, mal zeigen, wie sie funktioniert? ja, komm, zeig mal, wie das funktioniert. Aber dann tun wir das wieder auf die Das Seite können wir wieder rüber. weg tun, das ist gut. Aber das sind extra Fälschungen. Und nur das Original ist das, was richtig funktioniert. Also, Und jetzt musst du schauen, ich habe Und- sogar... Ja. hast du denn noch mehr gemacht, oder was? Ja, ich habe noch ein eigenes Maskensortiment. Ich habe das Sortiment alt, schön grau.
das schön zu den grauen Haaren passt. Das habe ich mal. Dann habe ich einfach noch so 2 weiße, spezielle. Für die Mädchen. Eine pinke. Und für die Buben eine blaue. Ja, komm, wir probieren es mal mit dem Blauen aus. Schapperlot. Jetzt bin ich Ja, gerade so noch drüber machst du auch alles kaputt. Nein, ist alles noch ganz. Du sie mal vorne reinschmieren. Ja, also gut, tun wir das mal rein. Sehr gut. Und jetzt tue ich aus sicherer Entfernung dir ins Gesicht blasen. Ist das gut? Ja, mach das. So bist du parat. Hä? Ja, es ist gut bereit. Achtung, fertig, los. Boah, hat es funktioniert? Ja, hey, die sitzt ja perfekt, du. Aber Ei. wie hast du das Teil eingestellt? Das ist mir Vollgas ins Gesicht geflogen. Weißt du, wie muss weh das doch. tut? Ja, aber ich weiss nicht, ob ich das noch leichter anbringe. Ja, aber so bringt es ja nichts. Vielleicht muss ich entweder aus der Entfernung schiessen, also weißt, ein bisschen weiter hinten, oder wir tun noch etwas dran basteln. Ja, komm, wir tun etwas dran rumbasteln. Aber wie findest du es Aber ich tue grundsätzlich? jetzt- Hey, Ist das ist eine mega geniale Idee. Gell? Ich meine, du kannst das vor einen Laden tun. Dann laufen die Leute rein und müssen da gar nichts denken und dann werden automatisch Masken verteilt. Und ich habe noch eine Geschäftsidee. Theoretisch kannst du die so aufstellen und nachher kann man einen 5 Lieber rein tun und dann kann man selber auf die Leute so ein bisschen Masken verteilen. Für die Kinder. Eine Kinderattraktion oder so etwas. Ja, das will ich vielleicht sein lassen. Meinst du? Ja. Ja, weisst Ja, komm, meinst du? wir basteln jetzt noch ein bisschen etwas dran rum. Ja. Dann funktioniert das aber auch richtig. Meinst du? Wir können das jetzt so vorführen. Ja, doch. Patentamt. Doch, das sollte schon gehen. Gut, dann holst du den Schraubenzieher und ich tue mal etwas dran basteln. Ist gut? Ja, ist gut, machen wir so. Sehr gut. So. Der Knüssel und der Geschwind sind fleissig am Fälschungen oder Kopieren machen, damit ihr Original unentdeckt bleibt. Genau, aber wir im Studio wollen eben, dass man alles entdecken kann. Alle Bilder und alle Dekorationen, alles, was wir haben. Und jetzt, ihr seht, wir haben alle Bilder eintun, aber wir haben 2 Bilderrahmen und für die haben wir noch keinen Inhalt. Und darum haben wir gedacht, fragen wir einfach euch daheim Hilfe. Vielleicht habt ihr eine coole Bastelidee, die wir aufstellen können. Oder ein Bild von eurem Lieblingsort oder von einem Bibelvers oder ihr malt uns etwas. Egal was. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns etwas zuschickt. Oder es kann auch eine Idee sein. Etwas, was wir da rein tun können. Und vielleicht haben wir auch eine Idee fürs Gestell noch. Ihr seht, auch unten ist auch noch ein bisschen frei, wo wir rein tun können. Ihr seht nachher eingeblendet eine Postadresse, die ihr uns anschicken könnt. Und auch die Mailadresse, wo ihr auch schon Nachrichten schicken könnt. Ja, wir freuen uns schon riesig auf eure Bilder und Bastelsachen. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu sehen. Bis dann. Ciao zusammen. Und ich habe jetzt hier ein Büchlein mitgenommen. Das ist jetzt ein bisschen dünner als meine Bibel, wie ihr seht. Und das ist nämlich ein ganz spezielles Büchlein. Das Büchlein hat nur farbige Seiten drin. Aber das Büchlein, die farbigen Seiten, die bedeuten etwas. Die farbigen Seiten haben jede eine einzelne Botschaft, aber halt ohne Wort. Diese Seiten redet über Gott. Gott liebt uns noch viel, viel mehr. Das sagt die goldene Seite über Gott. Sie sagt aber auch, das Gold, das ist ja ganz rein, das ist ohne Fehler. Dass Gott fehlerlos ist. Die Athener haben nämlich für alles Mögliche einen eigenen Gott gehabt. Und wo der Paulus so auf Athen hineinläuft, wird er ganz traurig. Und so hat der Paulus angefangen zu erzählen, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr gottesfürchtige Menschen sind. Ihr glaubt an alle möglichen Götter. Und so, als ich durch eure Stadt gegangen bin, habe ich all die Orte gesehen, wo ihr den Götter arbeitet. Und ich habe sogar einen Altar gefunden. Der Altar ist für den unbekannten Gott. Und genau diesen Gott will ich euch vorstellen. Hat Gott die Seite zwischen dieser Trennung ausgefüllt. Wir sehen jetzt hier eine rote Seite. Gott hat einen Weg gesucht, wie dass Menschen wieder zu Gott kommen können. Wir dürfen Jesus sagen, es tut uns leid, all die Sachen, die wir falsch gemacht haben. Wenn wir das machen, dann dürfen wir hier auf die nächste Seite, dem Büchlein kommen. Dann sind alle unsere Sünden weg. So können wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott.